Also schauen wir doch mal, was wir da innen mit dem Lenki anrichten können. Ich glaube, der einzige Weg ist da oben. Jawohl, weil da hinten haben wir ja letztes Mal den Schalter gesehen von ihm, glaube ich. Gehen wir mal schnell schauen. Also, vorhin hat die Aufnahme leider nicht ganz funktioniert. Was passiert ist, ich habe einen Vogel abgeschossen. Ich kann das da vielleicht sonst schnell einblenden. Da hat es eine goldige Banane gegeben. Und jetzt hast du hier wieder so eine Kampfplattform. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen schlägeln. Weil Schlägeln ist immer gut. Übrigens, heute muss ich auch mit ein bisschen anderen Render-Einstellungen aufladen. Weil sonst geht es einfach zu lang. Leider Gottes. Zum Aufladen, weil sonst brauche ich irgendwie 4 Stunden, um so verdammte Episoden aufzuladen. Und das ist dann schon ein bisschen viel. Und darum killen wir jetzt die Siechen. So, sehr gut, starke Leistung. Und eine weitere Krone, die ich immer noch nicht weiss, für was sie sind. Aber für irgendetwas werden sie denke ich schon sein. Also hätten wir auch das geschafft. Oder einer geht es auch noch auf, ne? Das ist für den Diddy Kong. Was jetzt denn da oben genau? Okay. Ah, da innen ist also das Mädchen gefangen. Genau. Und dann müssen wir eben mit dem Diddy schnell rauf. Würde ich sagen, holen wir doch den gerade. Was ich einfach lustig finde, das ist jetzt an der Teleportplatte von voraus. Dort hat es 5 Platten und das ist jetzt das zweite Level. Allerdings werden wir jetzt schon den 4. Kong freischalten. Ist ein bisschen früh, habe ich das Gefühl, aber mal schauen, wie sich die restlichen Level gestaltet. Weil ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Also ausser an ein paar Fetzen natürlich. Aber sonst weiss ich nicht. Also, und rein. Und runter. So, da. Ja, wegen der neuen Render-Einstellungen schreibe ich doch nachher mal unten rein, ob die Qualität so auch einigermaßen stimmt. Gut, ich sehe es ein Stück weit selber. Aber trotzdem wäre vielleicht noch nützlich, ob das für euch dann auch so langt. Na, du dummes. Jetzt kommen wir da rauf. Ja, ist gut. Müssen wir da schießen? Gerade ein bisschen verwirrt, aber da hinten hat es ja zum Glück einen Diddy Kong Schalter. Ah, jetzt kommen wir jetzt oben runter. Das Rätsel offensichtlich, man muss Kong schreiben. Das werden wir doch gerne übernehmen. Also einmal K. Wenn es sogar dort oben angeschrieben ist, kann es nicht allzu schwierig sein.
Komm, rauf. Einmal. Oh! Dann das N. Und zum Schluss noch das gute alte G. Guter Job, Tiri. Ich schnappe mir alle lila Bananen. Ich finde ja nicht so ein nötiges Bild. Du findest mich im Tauschfass. Bereite den Reptilien in den... Jawohl, dankeschön. Ja, leset selber. Höpp, höpp, höpp. Und oh, Banane. 14 Bananen mittlerweile. Es geht also vorwärts. Ah, die Siechen, Mann, die stressen relativ stark. Sie gehen einem relativ auf Genitalien. Aber was willst du machen? Et voilà. Also da haben wir jetzt die Bitch haben, wo ich keine Ahnung habe, wie sie heisst. Irgendwie wird sie schon heißen. Das weiss ich nur, sie spielt das Instrument der Triangel, das sie ja sonst nichts auf die Reihe bringt. Tiny Kong, okay. Ja, whatever, shut up. Zumindest soweit ich mich erinnern kann, spielt sie den Triangel. Vielleicht spielt sie auch etwas anderes und irgendein anderer Mongo spielt den Triangel. Und wieder der Jump des Unmöglichen. Gehen wir mal schnell schauen, welches Instrument sie spielt. Nehmen wir doch. Ah, das Saxophon, okay. Ich habe gemeint, sie ist der Triangel, aber das ist in dem Fall irgendein anderes Eis. Sie offensichtlich doch noch ein paar Skills parat. Ja, komm. Das wissen wir jetzt auch schon zum dritten Mal. Merci. Gut, das kann man zum Glück überspringen, habe ich jetzt herausgefunden. Auch nicht schlecht. Easy. Oh mein Gott, MLG, ich habe den Jump mal geschafft. Ich bin jetzt überglücklich. Was ich aber gerade gesehen habe, da haben jetzt eine blaue Banane. Und blau bedeutet Lenky Kong. Und wenn man natürlich mit der invertierten Steuerung im Fasssinne die falsche Richtung drückt, dann gibt es auch den falschen Kong. Aber wir haben den jetzt doch noch geholt. Ich glaube, für Lenky haben wir noch gar kein Instrument. Das müssen wir nachher holen. Wer muss da schießen? Der Donkey, aber das haben wir bereits schon erledigt. Hey, aber offensichtlich ist es gleich einer. Ah, okay. Das letzte Mal, als wir da waren, haben wir das Fass noch nicht benutzen. Jawohl, super. Also, was wir jetzt können, um den Typ dann abkassieren. Ah, das ist der Eingang. Alles klar. In dem Fall holen wir uns den Donkey. Wenn das so ist. Donkey Kong. Ja, voilà, da hätten wir ihn. Der Chef. Und dann holen wir uns doch die Blaupause. Einmal ins Fass für Unverwundbarkeit. So. Oh. Das war jetzt der Falschknopf, aber ich würde es wahrscheinlich auch tun. Ja. Jetzt tatsächlich auch da. Nehmen wir doch mit die Blaupause. Und dann, wenn wir schon gerade wieder unverwundbar sind, holen wir uns noch schnell die 2-3 Bananen da hinten. Die Bananen sind immer gut. Da hätten wir schon recht viel, lange wahrscheinlich sogar schon, um in die Boss-Stage uns zu bewegen. Allerdings machen wir das noch nicht gerade. Sondern. Im anderen Tempel, was es dort noch hatte, ein bisschen weiter hinten im Level, hat es, glaube ich, so eine blöde Fee gehabt. Wenn es mich nicht ganz täuscht. Und ich glaube, das wäre für sie, aber das müssen wir wahrscheinlich zuerst lernen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns mal das Instrument für Lenky. Der hat, glaube ich, so eine
Wie sagt man dem? Irgend so eine Trompete oder etwas. Genau, eine Posaune. Mit wunderschöner Musik. Die hat jetzt zwar noch nie gesehen, dass wir die brauchen können. Aber was man hat, das haben wir. Hey, so langsam habe ich es drauf mit dem blöden Teil. Also, in dem Fall jetzt wieder Tiny Kong vornehmen. Und uns in Richtung Grossvater bewegen, respektive Waffenhändler. Violett, ich wollte sagen, das ist doch violett. Ah, da hat es noch mehr violette. Dankeschön, Kamera. So. Aha, mit den Haaren schlagen. Auch nicht schlecht. Kann auch nicht jeder. Wenn es da schon Bananen hätte, holen wir uns die ganz schnell. Double Kill. Jawohl, schlag die Siechen. Da hinten. Weiss ich auch noch nicht genau, was wir machen müssen. Ich vermute... Tüdelüdelü, schnell schauen. Nein, ehrlich gesagt keine Ahnung. Das werden wir schon noch früh genug herausfinden. Vermutlich irgendetwas mit dem Stein da zu tun. Dann hat es auch noch gelbe Münzen, die wir später könnten holen. Das machen wir dann irgendwann noch. Also. Eigentlich kann ich diese Bananen nachher säckeln. Was das Ganze Teleportieren eigentlich ziemlich nutzlos gemacht hat. Aber was wir hier dafür sehen, eine Dingsbumsrolle. Und mit Dingsbumsrolle meine Blaupause. Wunderbar. Und gratis Münzen, damit wir uns nachher noch die Waffen kaufen. Von ihr. Oder respektive die Fähigkeit vom alten Sack, der ja glaube ich da hinten ist. Jawohl. Skill. Jawohl. Double Skill. Also, genau, Nummer 3. Gehen wir mal schnell rein. Jawohl, er hat tatsächlich etwas für uns. Schauen wir mal, was wir bekommen. Wenn es das ist, was ich glaube, ist es ein Schrumpftrank. Jawohl. Clitus Kleinus. Gross an dieser Stelle Clitus, hä? Jetzt kannst du die Spezialfässer mit deinem Gesicht drauf nutzen, springe hinein und sei nicht überrascht, wenn du die Größe wechselst. Kann ich sagen. Achte dabei aber auf deinen Vorrat an Kristallen, bla bla bla, wie immer, mehr gibt's nicht. Wieder einmal. Haben wir mit dem Lenky echt auch genug Münzen, um etwas zu bestellen? Schauen wir uns das mal schnell an. Ich glaube zwar schon. Okay. Sorry. Sorry, Junge. Also. Wie gesagt, Tiny Kong im hinteren Bereich. Gibt es noch Sachen für sie. Genau in dem Bereich nämlich. Zum einen wäre das. Da hinten ein Fass. Oh ja. Da hinten ein Fass. Bin mir aber gerade unschlüssig, was es nützt. Aha, da haben wir das Saxophon. Wo wahrscheinlich der ganze Tempel wieder kleiner werden. Ah, okay. Alles klar. Wir können das Fass uns kleiner machen. Und fliegen dann aufs Dach vom Tempel. Und offensichtlich sind wir wirklich ziemlich klein. Weil man muss viel weiter laufen, bis man dort ist, wo man alle will. So, jetzt kommt der Sieg.
Halt dich fest, los, wir fliegen nach oben. Interpretation von der Textblase, die viel zu schnell weg ist vom Kolosso. Natürlich fliegen wir extra noch 2-3 Runden, weil wegen Swag und so. Ah, das Minigame gegen einen Mistkäfer. Oder Skarabäus oder whatever. Du bist es, Tiny. Okay, wenn du bei der Rutschpartie schneller bist und 15 Münzen sammelst, überlasse ich dir eine goldene Banane. Benutze den Analogstick, um zu steuern. Steuere nach vorn, um zu beschleunigen, und nach hinten, um abzubremsen. Drücke A, um zu springen. Okay, los geht's. Restart liegt offensichtlich nicht drin. Oh ja, aha, okay, also wenn man getroffen wird, verliert man wieder. Ups! Super! Also auch da haben wir wieder vom Super Mario 64 ein paar Game-Mechanik geklaut. Aber das ist ja alles gut und erlaubt, würde ich sagen. Schon schnell unterwegs da. Links. Gottfried, du denn du? Ja, du, wir probieren es nochmal. Irgendwann schaffen wir es schon noch. Hoffentlich. Also gib Gas und langsamer und gib Gas und um eine Ecke und halt. Hey, da machst du voll Bremse, Kieschaben. Voilà. Ja, weißt du, beschleunigen kann sie wie ein Weltmeister hier, aber abbremsen, das liegt nicht im Budget, sorry. Die Funktion haben wir leider müssen streichen. So, da liegt. Aber jetzt gehen wir zu langsam fahren, dann kommt plötzlich von hinten wieder der dumme Mistkäfer. Du doch! Ich hätte das gesehen, wenn der einen Scheisskäfer abkommt, ohne auf dieser Strecke zu fliegen. Puh. Aus. Halt! Du Ey, hallo, jetzt habe ich aber den Stick gerade hinter gehabt. Was man nicht alles macht für so eine Scheissbananen, die man eben im Mikro kaufen könnte. Aber eben. Okay, voilà. Eine Münze verpasst, nicht so schlimm. Es wird wahrscheinlich mehr als genug Münzen haben. Insbesondere auch unter dem Aspekt, dass irgendwann der dumme Schweizkäfer wieder von hinten kommt und einem Arsch fickt. Was sehr plausibel scheint, vor allem bei einem weiblichen Donkey Kong. Hey, da kannst du... Nein, oder? Eine Münze. Motherfucker. Bindet die Fotze, man, hast das Rennen verloren. Ja, Siegesmusik spielen, obwohl man verliert. Dankeschön für das. Ihr sarkastischen Wichsers.
Oh, jetzt ein paar Münzen noch mitgenommen. 49, 50. Okay, jetzt muss ich nur ins Ziel rein. Lauf, lauf, Schlampe. Schlampe, lauf. Gut. Also, lehn dich nie auf Geschäfte mit Mistkäfer. Oder Skarabäus. Für mich ist es jetzt einfach der Mistkäfer. Fick dich doch. Gut, hätten wir es auch. Dann habe ich noch in den Tempel vom Kamel. Lama, Dromedar, whatever. Grafikglitch, nervt nicht. Also vom Lama natürlich. Weil was spuckt ist ein Lama. Ist einfach so. Moment. Lenky Kong. Oh, wir haben ja die Waffen noch nicht. Aha. Kannst du schauen, wie viele Münzen das wir haben? Eine. Das langt hinten und vorne nicht. Aber den Lenky könnten wir holen. Upp. Oh. Gut, nehmen wir schnell den Lenky mit. Da ist er schon. Mit dem... So. Hat die Kamera wieder weggebracht. Wie gesagt, mit dem Lenky Kong jetzt halt die Lama-Tempel, wenn man mit Bitch nicht könnt. Von jetzt heisst es einfach Bitchy Kong und nicht mehr Tiny Kong. Einfacher für alle Beteiligten, würde ich sagen. Oh, hoppa. Bin mir einfach nicht ganz sicher, warum dass wir mit ihm dort rein sollten. Aber das sehen wir jetzt gerade. Auf jeden Fall schon ein paar Bananen. Bananen sind immer gut für Bossgegner. Wo wir ja dann werden finden. Habe ich mich jetzt ernsthaft teleportiert? The fuck? Habe ich jetzt gerade ernsthaft von der Tunnel da rauf teleportiert? Ja, whatever. Nein. Das machen wir nachher, wenn wir da schon so ein Teil haben zum draufspucken. Und eine riesengroße Türen auftun, dann machen wir das doch gerade. Das sieht so ein bisschen nach Puzzle aus. Begleitet von Gegnern, was immer wunderbar ist. Weil Gegner bedeutet ja niemals irgendwelche Zeitdruck oder so. Ja? Also, Badots. Was sollte jetzt das genau? Ich habe das Gefühl, man muss da irgendwelche Noobs abschießen. Tatsächlich ist es auch so. Zuerst mal die Grünen, würde ich sagen. Zuerst mal die Grünen, würde ich sagen. Et voilà. Dann von nachher die anderen Grünen. Gut, die drehen auch. Aha, die machen da so das gleiche Geräusch, wenn es die gleichen sind. Ja. Wunderbar, dann zwei blaue. Tut. Aha, der gehört lieber ein bisschen. So, der und der. Der und der. Natürlich nicht, sonst hätte ich ja die blöden Schüsse noch gelangt und das wäre natürlich verheerend. Für den Game-Entwickler, wenn die Schüsse tatsächlich würden langen. Im ersten Mal. Also.
Ist das der Rest gewesen? Tatsache. Und Bats, Bats. Und da hätten wir die Banane nur für mich. Alle anderen kommen nicht rüber. Können sich verpissen. Macht es total von 16 Bananen. Wunderprächtig. Brr, brr. So, jetzt probiere ich etwas recht blöd. Jetzt verkehrt man sich da um. Vielleicht wird ja hinter sie. Jawohl. Okay. Sehr praktisch. Dann gibt es gratis Münzen, damit wir am Lenki. Keine Ahnung, für ihn brauchen wir eigentlich gar keine Münzen. Hopp und hopp. Wunderbar. Dann können wir jetzt fairerweise hier innen nämlich auch noch den Charakter wechseln. Dann müssen wir gar nie mit der Tiny Kong überhaupt mal zuerst da, ups, bitte wieder rauf, da reingehen. Jetzt da hin, jetzt so eine Fee, was auch immer die da macht. Und ein Tiny Fass. Ah ja, jetzt erinnere ich mich mit dem... Die Fee muss man fotografieren. Irgendwann kommt man im Game einen Fotoapparat über. Wo man dann für das missbrauchen kann, um ein bisschen Voyeurismus zu betreiben. Wieso ist jetzt der Sicht blau? Hey? Macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Aber es macht noch einiges nicht in dem Game, glaube ich. Ah ja. Aha, man hätte das auch gerade direkt können da durchgumpen, ohne gross am Schalter drücken, aber whatever. Besser so, man verbrennt sich. Dann würde ich jetzt aber gerne die Kamera hinter mir haben. Merci für das. Einmal hopp und schon wieder in die Lava geht. Nicht so schlimm. Lava ist ja schließlich nicht tödlich für einen Aff. Jeder weiss, Affen sind sehr hitzebeständig. Das ist jetzt also ein Hochjump. Hochjump-Stampfattacke. Wäre das gewesen. Hopp, hopp, jawohl. Und danke für die Kamerakehrung. Dankeschön für die Verwirrung. Damit wir... Das finde ich jetzt aber super, dass ihr mich so umbringen wollt. Merci. So, also, und das alles für die Banane.